Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach der 3:0 Schlappe in der Champions League bei Feyenoord Rotterdam. Joa, ich bin mal gespannt, was Vinny zu sagen hat, ob er was sagt, ob es ein Statement gibt oder wieder nur irgendwelche belanglosen Fragen. Bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis in eigener Sache, wenn euch gefällt, was ihr seht. Ja, lasst gerne einen Daumen da, abonniert den Kanal, damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Von daher vielen lieben Dank dafür. Und damit gehen wir rein in den Bums. Nach dem Spiel Fragen zu stellen. Wer möchte beginnen? Bitte kurzes Handzeichen und dann kommt das Mikrofon. Also ich sage euch ganz ehrlich, ich finde das unmöglich, dass wenn wir ein Auswärtsspiel haben und wir da alleine sitzen, ja, was ja sehr oft der Fall ist, gerade in der Champions League, finde ich es unmöglich, dass man nicht mal kurz die 3 Minuten sich Zeit nimmt und ein Statement zum Spiel macht. Ja, dass man einfach schon mal die Einschätzung des Trainers hört. Finde ich unmöglich. Ja. You want to do it in English, of course. No question? Yes. In the first row, left side. In English of in het Nederlands, Vincent? Up to you. Alle talen zijn goed, geen probleem. Hoe kijk jij naar Ja, aber für uns ist es ein Problem. Weil wieder kein Übersetzer da ist, wir wieder kein Wort verstehen. Wir müssen uns wieder alles selber zusammenreimen hier. deze nederlaag? Is dit een bewijs dat jullie soms nog niet klaar zijn om helemaal te gaan waar je wil komen? Of catalogeer je dan een andere... Also ich habe verstanden, diese Niederlage ist ein Zeichen dafür, dass es noch nicht ganz klar ist. Den Rest habe ich, kann ich mir nicht zusammenreimen. Nee, de simpele eerste analyse is gewoon dat het vanuit mijn zicht verdiend was voor Feyenoord. Okay, die erste einfache Analyse ist, dass der Sieg für Feyenoord verdient ist. Ik had wel altijd het gevoel dat we 1, 2 of misschien zelfs meer doelpunten konden Er hatte das Gefühl, dass es 1, 2 Szenen, dass wir mehr hätten raus machen können. scoren. Dus het lag niet daaraan, maar in de momenten waar ze de doelpunten scoren, Aber es lag nicht daran. herkende ik wel een patroon vanaf het begin van de wedstrijd. En dus daarom ook niks om ja, ik wil nu niet, ik wil niks goed praten in die zin. Maar het is belangrijk gewoon voor ons dat we nu de volgende wedstrijd meteen opnieuw ons beste niveau halen. En we hebben heel veel wedstrijden gewonnen dit seizoen. En dat moeten we opnieuw gaan doen. Dus uiteraard was het ook gelinkt aan onze individuele collectieve prestatie die niet allertop was. Maar nogmaals, ik had wel het gevoel dat we 2 of 3 doelpunten konden scoren. Niet, maar het neemt niet weg dat Feyenoord hoe dan ook verdiend gewonnen heeft. Okay, ich habe den ganzen Mittelteil nicht wirklich verstanden. Ich habe zum Schluss wieder verstanden, dass wir 2, 3 Chancen hatten, um was machen zu können, aber dass Feyenoord auf jeden Fall verdient gewonnen hat. Ja, und da gehe ich natürlich mit. Wenn du 3:0 verlierst, dann verlierst du 3:0. Ja. Ich habe noch irgendwas mit Kollektiv verstanden, dass es wahrscheinlich nicht so auf dem Level war, wie es immer sein muss. Aber das ist, was ich gerade meine. Warum nicht einfach mal so ein Statement zum Anfang der PK auf Deutsch raushauen? Dann wäre es mal noch die Einschätzung von ihm. Das ist ja schön, wenn man das im Fernsehen macht, aber dann können wir uns ja hier die Pressekonferenz schenken. Gibt es noch eine Frage? Da hinten vielleicht, oder erst Sie, first you and then behind. Okay. Gisteren is er ook een goede vriend, collega van jou moeten gaan bij Gent. Hier zit ook een trainer die onder vuur ligt. Is het makkelijker om coach te zijn van Bayern dan van Feyenoord of Gent? Eine Frage zu seinem Trainerkollegen, weiß ich nicht, weil er gefragt, was der Unterschied ist es Bayern-Trainer oder Feyenoord-Trainer zu sein, oder keine Ahnung. Geen flauw idee, eerlijk gezegd. Ik denk dat de job op zich altijd Okay, er hat keine Ahnung, was der Unterschied ist, ehrlich gesagt. laat ons zeggen, een bijzondere job is. Maar
Ik weet het niet. Ik ken de interne keuken niet van beide clubs. Dus ik kan er ook geen uitspraak over maken. Ik kan alleen maar spreken over mijn eigen job. Maar Okay, ihr kennt natürlich die beiden inneren Abläufe natürlich nicht von Feyenoord. Daher kann er da wenig zu sagen, wenig vergleichen. Deswegen kann er höchstens über seinen eigenen Job sprechen. Maar uiteraard denk ik niet dat de kwaliteit van de coaches in vraag gesteld kan worden. Het is gewoon een... hoe zou ik het zeggen? You can maybe not question the quality of the coach. Jetzt fängst du an zu übersetzen, oder was? Alter, wir sind so ein Lappenverein, was das angeht, Alter. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dafür verantwortlich sind. Vielleicht ist es auch Feyenoord. Aber Katastrophe, Alter. Das ist ja nicht das erste Mal in unserem PK. Okay, one more. Last row, please. Yeah, it's an interesting Ben career. je verrast door het spel van Feyenoord en ja, vooral de 3-0? Are you surprised with the way that Feyenoord played today? And with the results? No, not really. I'm not surprised by the way that they played. We're used to playing against teams like this zijn we goed in het pakken van onze momenten en that het plays this type of football. Maar vandaag, And most of the time we find a solution to react to it and find a good moment. That didn't work out today. Today I had the feeling... Ja, hoe zou ik het zeggen? Het is niet dat wij niet gelopen zijn. Wij hebben echt wel alles eraan gedaan. Yeah, Das Gefühl hatte ich auch. Ja, ich verstehe mehr, wenn er auf Holländisch antwortet oder ist Holländisch, denke ich, oder? Als wie, was der Übersetzer dann da noch zwischenlabert. So wie ich es verstanden habe, hat er gesagt, er hat nicht das Gefühl gehabt, dass wir heute dann wirklich auch das Letzte gegeben haben und das Letzte aus uns rausgeholt haben. Und man hatte halt auch nicht das Gefühl, dass wir heute zurückkommen würden. Ja, das muss man ganz klar sagen. Ja, so die letzten 10%, das sage ich jetzt mal, das ist was mir so gefehlt hat. Ja. Es war okay, ja, zweite Halbzeit, so die letzten 30 Minuten, auch erste Halbzeit, die letzten 20 Minuten, war es echt okay. Wir haben passabel gespielt, wir haben viel zu langsam gespielt, wir haben Feyenoord da hinten gar nicht ins Rennen bekommen. Und das konnte aber durchgehen, durch die Bank weg, bei jedem Spieler. We did run, we put the work in, we gave it our all to have a good game, but the performance just wasn't good enough. And the moments from Feyenoord were very dangerous. We also had our moments, but then we could have scored. Dankjewel. But the performance from Feyenoord was just better. All right, thank you. Ja, und ohne Tore, ne? Haben wir ja gerade schon gelernt, ohne Tore gibt es ja keine Punkte. Und ohne Tore kannst du keine Spiele gewinnen. So einfach ist der Bums, ne? Gut. Leute, ich habe alles gegeben bei der Übersetzung, ja? Ich habe es mir zusammengereimt. Ich hoffe, es war einigermaßen richtig, Leute. Ja. Haben wir doch noch ein bisschen was mit Humor mitnehmen können aus dem Spiel. Nochmal, das Ganze ist jetzt kein Weltuntergang am Ende des Tages. Ja, musst du dann halt die Quali spielen und gut ist, wa? Und entweder bist du dann gut genug, um dich für die nächste Runde zu qualifizieren oder nicht. Ja, du wirst die schwereren Gegner kriegen auf dem Weg ins Finale, wenn man das erreichen wollen würde. Ja, je nachdem, wo man dann landet, auch in der Abschlusstabelle und wie es dann über die Qualifikation geht. Aber du hast in der Regel den schwereren Weg, als wärst du jetzt Erster oder Zweiter in dieser Tabelle. Ja. Allerdings, wenn man sieht, was da unten rumdümpelt, ja, Real Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, das kann sich natürlich alles noch ein bisschen verschieben am letzten Spieltag, aber ja, sind so viele Mannschaften auf einem sehr, sehr guten Niveau da in dieser Champions League. Also das wird so oder so keinen leichten Weg ins Finale geben, denke ich. In diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus, seid nicht zu enttäuscht, am Wochenende geht's weiter. Gegen Freiburg, leider muss man sagen, wenn man die Leistung heute sieht, die Worte nehme ich noch mit. Wenn ich dann an die Auswärtsspiele in Leverkusen und in Frankfurt denke, dann wird mir ein bisschen anders. Nee, stimmt gar nicht. In Leverkusen und in Stuttgart. Wir spielen zu Hause gegen Frankfurt. Wir haben in Frankfurt 3-3 gespielt. Es bleibt zu hoffen, dass wir unsere Form wiederfinden. Ne, dass Harry Kane auch den Killerinstinkt wiederfindet, dass Jamal Musiala besser in Form kommt.
dass man so Michael jetzt endlich mal wieder auf der verkackten rechten Seite da als gesetzt hinstellt. Und wenn man meint, man muss einen verkackten Leroy Sané einwechseln, dann wechsel ihn auf der scheiß linken Seite ein, Alter. Und beraub dich nicht deiner eigenen Stärke, ja. Und dann opfer nicht einen Conny Leimer, der wirklich gut im Spiel war, nur weil man sich nicht traut, einen Joshua Kimmich auszuwechseln. Also, ja, jetzt könnt ihr das Argument bringen, oh ja, der Joshua kann aber die besseren Flanken schlagen. Ja, wow. Ich habe eine gesehen, der Rest war Müll. Die ganzen Ecken waren Müll. Kimmich war heute einfach in keiner guten Form und da musste ihn einfach auch mal auswechseln. So, Feierabend. Rot-weiße Grüße gehen raus, haut rein, bis dann, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.